Ja, dann sage ich, schön, dass alle da sind. Freut mich, dass wir heute Nachmittag miteinander ein bisschen spinnen dürfen. Hier ist quasi das Produkt, das wir später verspinnen wollen, die Wolle. Die Rohwolle, direkt so vom Schaf geschoren, wie man es quasi kennt. Jungbäuerin Michaela Höfel kennt die Wolle in- und auswendig. Sie ist mit den Schafen aufgewachsen. Gemeinsam mit ihrer Mutter will sie heute 6 Frauen das Spinnen beibringen. Ihr dürft es gerne mal reinlangen. Fühlt mal, wie speckig, wie dreckig die Wolle ist und wie viel Wollfett, wie viel Lanolin sich in dieser Rohwolle befindet. Die Wolle wird also genau unter die Lupe genommen. Für Claudia Kessner aus Fürstenfeldbruck ein ungewohntes Gefühl. Die 49-Jährige ist ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Erste Erkenntnisse? Dass es so fettig ist. Also das hätte ich nicht gedacht, weil das ist wirklich wie eingecremte Hände. Ja, braucht man keine Creme mehr. Interessant. Kann man sich vorstellen, was daraus entsteht? Eigentlich noch nicht. Also da bin ich gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Während die Teilnehmerinnen noch das Rohprodukt inspizieren, ist Monika Unglert in der Stube nebenan noch mit den letzten Vorbereitungen für den Spinnkurs beschäftigt. Seit rund 35 Jahren verarbeitet die Biobäuerin die Wolle ihrer Schafe selbst. Dieses Wissen will sie heute weitergeben. Das ist einfach eine tolle Handarbeit, in dem Sinne, die in Vergessenheit geraten ist und die man einfach dann wieder ein bisschen ins Leben rufen kann und dann vielleicht der Wolle auch ein bisschen mehr Wertschätzung gibt wieder. Ein letzter Blick auf die Uhr und dann kann es auch schon losgehen. Die Teilnehmerinnen sind mittlerweile in der Waschküche eingetroffen. Bevor die Wolle verarbeitet werden kann, muss sie nämlich erst mal gesäubert werden. Ganz ohne Wollwaschprogramm. Mit der Hand. Das Wichtigste ist, dass so diese ganz dreckigen Sachen, dass man die gleich einmal entfernt, weil das wird einfach nicht sauber. So viel können wir gar nicht waschen, weil ich wasche sie meistens 3-mal. 3-mal wieder ein bisschen Seife. Nach dem Waschen müsste die Wolle angeschleudert und in der Sonne getrocknet werden. Weil das heute aber zu lange dauern würde, bleibt diese Arbeit den Teilnehmerinnen erspart. Den Biohof der Familie Unglert gibt es seit rund 40 Jahren. Die Schafe gehörten von Anfang an dazu. Heute muss Landwirt Josef Unglert rund 600 Tiere auf ein neues Stück Wiese versetzen. Tochter Michaela hilft ihm dabei. Verkaufen können die Unglerts nur noch das Fleisch der Schafe. Bei der Wolle zahlen sie drauf. Wenn ich zurückdenke an die Eltern, was die erzählen, in die 60er Jahren, da haben die damals 12 Mark für ein Kilo Wolle gekriegt. Und heutzutage, wenn du jetzt schaust, wir haben praktisch Scherkosten ungefähr 1500 Euro. Und wenn wir es jetzt alles an Händler verkaufen, kriegst du noch 250 Euro. Und hast 4 Tage Arbeit. Also das passt gar nicht mehr zusammen. Vom nachhaltigen Rohstoff zum Sondermüll? Das liegt vor allem an der großen Konkurrenz im Ausland. Um die Wolle trotzdem noch zu verwerten, stellt die Familie Düngepellets daraus her. Dabei wird die Schafwolle in kleine Kügelchen gepresst. Im Garten dienen sie als Nährstofflieferant und Wasserspeicher. Ansonsten ist die Wolle natürlich auch noch geeignet zum Dämmen und Basteln und Filzen. Und vielleicht gibt es ja da wieder Menschen, die dann auf so ein Naturprodukt eher zurückkommen und dieses wertschätzen. Und wer die nötige Zeit und Geduld mitbringt, kann sich daraus auch einen Faden spinnen. Bis es für die Workshop-Teilnehmerinnen aber soweit ist, müssen sie erst mal noch Kraft beweisen. Denn jetzt geht's ans Kämmen. Mit Hilfe von Nagelbürsten werden die Fasern der Wolle getrennt und in eine Richtung gezogen. Die Wolle hat unter dem Mikroskop ganz kleine Haken. Und durch diese kleinen Haken verbindet sie sich immer wieder. Eine Aufgabe, die in die Arme geht. Vom Schaf bis zum Pulli legt die Wolle einen weiten Weg zurück. Das wird auch Claudia Kessner jetzt klar. Angefangen hat es eigentlich so, dass ich dieses Spinnrad mehr oder weniger geerbt gekriegt habe. Also es wäre weggeschmissen worden und ich habe gesagt, ich nehme das einfach mit nach Hause. Und dann wollte ich natürlich gerne wissen, wie das vorangeht. Also dieses Spinnen von Anfang an, vom Tierprodukt bis eben dieses Wollknäuel da liegt. So wie Claudia haben auch andere Teilnehmerinnen ihr eigenes Spinnrad mitgebracht, was noch zu Herausforderungen führen wird. Jetzt kommt der knifflige Teil, das Spinnen selbst. Ein Anfangsfaden hilft dabei, die Faser auf die Spule zu bringen. Spinnen tut man rechts rüber, also das Schwungrad muss nach rechts angetrieben werden.
und dann kann es losgehen. Und dann ist die Wolle wird portioniert und auslassen, damit der Faden sich dreht und auf die Spule läuft. Treten darf man natürlich nicht vergessen, so wie beim Radlfahren. Man muss immer treten und lenken. Und lenken ist beim Spinnradl einfach der Fadeneinlauf. Und den Faden abzugeben und nicht festzuhalten, sondern einfach immer wegzupfen, einlaufen lassen, weggeben. Für Spinnanfänger ist es am schwierigsten, Arme und Beine miteinander zu koordinieren. Dafür müsste das Rad aber erst mal laufen. Claudia Kessner hat Startschwierigkeiten. Es stockt zwischendurch und dadurch kannst du eben nicht spinnen oder der Faden reißt dann ab. Und es muss richtig fest sein, damit es wirklich gut läuft. Zum Glück ist aber schon eine andere Kursteilnehmerin zur Stelle, die mit einem Faden dem Spinnrad wieder etwas Stabilität verleiht. Zumindest provisorisch. Ja, so ein antikes Rad kann schon mal stocken, wenn es gerade erst aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wurde. Ich bin jetzt hauptsächlich mit der rechten Hand beschäftigt, dass das Schwungrad nicht rückwärts geht. Das Spinnrad von Monika Seidel hat die meisten Jahre auf dem Buckel. Das ist das Spinnrad meiner Mutter. Sie hat damit nach dem Krieg ihr Essen ersponnen. Beziehungsweise das ihrer Familie. Haben sie beim Bauern die Wolle abgegeben und dafür Kartoffeln bekommen. Zustande gekommen ist der Kurs in Zusammenarbeit mit der Solidargemeinschaft Brucker Land. Das Ziel der dort tätigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist es unter anderem, altes Wissen weiterzugeben. Für Monika Unglert bedeutet das traditionelle Handwerk zudem, unabhängig zu sein. Ich fand es immer schon faszinierend, wie man sieht es jetzt gerade so am Produkt, wie man aus dem, was hinten im Stall wächst, sich selber eine Jacke machen kann. Ohne dass ich Strom brauche, ich brauche niemanden für die Verarbeitung zu bezahlen, ich kann es selbst machen. Ein Arbeitsschritt aber fehlt noch. Zum Schluss, dass wir was stricken können auch draus, ob Socken oder was auch immer, lassen wir 2 Fäden zusammenlaufen. Erst beim sogenannten Verzwirnen entsteht ein stabiler Faden. Für ein paar Socken braucht es ungefähr 300 Gramm. Das sind in etwa 2 bis 3 Wollknäuel. Ich werde weitermachen, mein Ehrgeiz ist geweckt und irgendwann klappt es auch. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist. Also es erfordert schon Übung und ja, ich werde aber dranbleiben und versuchen, Wolle zu bekommen. Nach ein paar Stunden Workshop rattert es in der kleinen Stube wie in einer Fabrik. Musik in den Ohren von Monika Unglert. Am Ende braucht es beim Spinnen eben vor allem eines: einen langen Geduldsfaden.